Der Johann Barse ist da. Kalt wird schon langsam. Ich merke schon, ich habe auch ab und zu meine Winterstimme schon aufgelegt. Da müssen wir was dagegen tun. Einen Rohkostsalat mit den schönen Wurzelgemüse und unserem Topinambur. Erdbirne und so weiter. Erdartischocke heißt. Die kann man sehr schön roh verarbeiten und ich habe es geschält. Man muss nicht unbedingt schälen. Aber wenn es so Verwachsungen haben, da kriegt man es oftmals gar nicht gescheit putzt. Aber wie man sieht, man muss schnell verarbeiten, weil es gern ein bisschen anlaufen, also oxidieren, und dem muss man vorbeugen. Also, wir reiben unsere ganzen Gemüse, reiben wir da in die Schüssel rein. Weißer Rettich, Schmarrn, schwarzer Rettich, geschält ist weiß. Was Scharfes, das braucht der Körper. Gelbe Beete. Mir immer fast drüber, vom Geschmack her. Und ein paar arbeiten sowieso, wie die rote Beete. Die schmeckt schön fein. Habe ich immer gern. Und ist auch so in so einem Salat sehr gut. So, da, und jetzt schaut's her. So schön bunt, wie das jetzt da ist, so gesund ist es auch. Jetzt kommen noch Zwiebel und der Ingwer dazu. Und dann werden wir es einmal einmarinieren. Das ist ganz wichtig. Zucker, die Süße brauchen wir. Dann haben wir Salzen. Pfeffern. Und dann war es gut, wenn die ganze Geschichte gemischt wird und ein bisschen steht. Dass Zucker und Salz den Saft ein bisschen ziehen. Dann für die Säure, ganz wichtig, Zitronensaft. Das Aroma noch ein bisschen Orangensaft, frisch gepresst. Und Olivenöl, damit der Körper mit den fettlöslichen Vitaminen auch was anfangen kann. So, wie gesagt, ein guter Tipp, lasst es einfach noch ein bisschen ziehen, ein paar Minuten. Und dann könnt ihr es anrichten. Entweder als schöne Rohkost alleine, passt ein bisschen Käse dazu, ein bisschen Schafskäse. Wer unbedingt haben muss, Portion Speck dazu. Muss aber nicht sein. Das ist gesund und beugt vor, dass man die Erkältung gar nicht, zumindest ein bisschen später kriegen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken und immer aufpassen, was Neues gibt. Servus beieinander.